One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen. Für das unser Planet für uns alle gut durchgeht und wie wir alle gut können mit konkreten Aktionen dazu beitragen. Hallo. Moin. Jeanne Schröder. Ich stelle euch kurz vor mit 3 Wörtern. Und dir sagt mir einfach, was euch dazu auffällt und was ihr noch wollt ergänzen. Das ist besonders wichtig. Verdient ihren Jobtitel momentan als Circularist bei ProGroup. Dann habe ich gefunden, ihr seid frühere Manager bei Dupont, früher Dupont Namur, also heute das Dupont Namur. Und Gérant von Impact Luxemburg. Ja, das sind schon mal 3 Sachen, die mich professionell beschreiben. Ergänzend dazu kann ich sagen, dass ich auch Papa von 2 Kindern sind. Und mich wirklich an der Kurs, die Nachhaltigkeit, sind 50 Jahre engagieren. Als Kompliment dazu. Wie der gerade erwähnt hat, effektiv, aus meinem Background, wirklich ein industrieller Background, meine ich auch den hilft, für mich heute Circularist zu sein. Weil ich meine, dass ich verstehe, wie die Industrie funktioniert, was ihre Imperative sind, was ihre Kontrante sind, was ihre Opportunitäten sind. Und auf der anderen Seite bei ProGroup dann auch die Möglichkeit hat, mich für den Bau zu interessieren und dann bei Positive Impact auch können strategisch auf nationalem Niveau bei verschiedenen Dossiers mitzuschaffen, die helfen halt auch als neue Gesetze zu definieren. Wie zum Beispiel die Nullfallstrategie oder Rifkin-Prozess, wo ich mich um den Pilier Circular Economy gekümmert habe. Circular Economy, Stichwort, können wir als das definieren. Es gibt viel von Kreislaufwirtschaft auch zu Lützeburg geschwärzt. Wie was genau soll das dann bedeuten? Also für Leute, die genau gucken, an die genaue Langage überholen, die besser die gucken an der ISO-Norm rum, weil das ist halt die große Novelle. Heute gibt es eine ISO-Norm, das ist 50010, da wird dann genau definiert, was Circular Economy ist. Ich komme nicht genau auf die Definition zurück. Ich adressiere lieber, worum es mir am Prinzip geht. Und am Prinzip geht es darum, dass wir eine Circular Economy so definieren, dass wir uns mit den Ressourcen so umgehen, ein Businessmodell aufbauen, eine Ökonomie aufbauen, weil das Wort Ökonomie, was oft vergessen wird, dass wir ein ökonomisches Modell aufbauen, wo wir die Ressourcen an die Produkte, die wir damit machen, so lange wie möglich, so gut wie möglich nutzen. Und hanno am Design dafür sorgen, dass die Produkte keinen Abfall mehr geben, sodass wir in Zukunft von das Wort Abfall nicht mehr benutzen, aber just noch von Ressourcen schwätzen, die wir auf verschiedene Kreisläufe nutzen. Und das Ganze immer mit der Idee für positiven Impact zu generieren. Verstehst du mal, dass wir das momentan definitiv noch nicht tun? Definitiv nicht. Da sind ich auch löcher bei meiner echter großer Frage. Was ist dann eher Zukunftsvision? Für was steht der? Ich stehe genau dafür, dass wir an 2050 von den engen Satz muss resümieren, 2050 gibt das Wort Abfall nicht mehr. Das Wort Abfall soll geschracht gehen aus unserer Art zu leben. Ganz genau. Weil wir nicht mehr wissen, dass es Abfall gibt. Das heißt, wir schwätzen auch just von Ressourcen, auch Ressourcen nutzen, und ganz Abfallwirtschaft, so wie wir sie heute kennen, die ist verschwunden. Genau. Wenn ich ein bisschen über Kreislaufwirtschaft recherchiert, da kann ich ganz schnell auf die berühmten 5 R'en. Vielleicht könnt ihr jetzt kurz definieren, wie die 5 R'en meistens definiert gehen. Ich weiß, dass du verschiedene Verben, verschiedene Bedeutungen haben, aber wie der auch zu dem Konzept steht. Ja, es gibt da 5, es gibt Leute, die 107, es gibt Leute, die 109. Effektiv, da gibt es ganz Hauptdefinitionen. Wie gesagt, es geht mir darum, dass wir die Ressourcen so lange wie möglich, so gut wie möglich nutzen. Und immer über den R schwätzen als ein R, der mir ganz wichtig ist, das ist der Redesign oder Rethink. Das ist den allerersten, wie gehen wir mit den Sachen um, wie konzipieren wir die Sachen. Weil heute, wenn wir uns am Anfang von einer Sache konzipieren, ein Produkt designen oder ein Projekt designen, machen wir uns am Anfang ganz wenig Gedanken, was machen wir dann zum Schluss damit. Das heißt, den ersten Ansatz von der Welt Circular denken, ist, sich am Anfang von einem Projekt vorstellen, was geschieht dann zum Schluss. Und das ist schon die größte Herausforderung, wenn ich das möchte. Für alle, aber konkret auf Ihre Fragen zu antworten, dann haben wir den nächsten, wenn ich ein Produkt hat, das ist den R für den Repair, dass wir Sachen können flecken. Den anderen R, der wichtig ist, das ist der Reuse, das ist, dass wir Sachen nicht waschen mehr am Anfang so lange wie möglich nutzen, vielleicht nicht mehr kann gebrauchen, da gibt es vielleicht noch einen anderen, den Sie kann gebrauchen, um Platz zu waschen zu geheuern. Da sind wir schon bei 3. Da gibt es noch der Remanufacturing, das ist, wenn wir
Sachen zurückschicken bei den Produzent, den sie dann rekonditioniert oder kann Remanufacturing so Englisch oder Rekonditionierung op Lützeburg das Produkt geht zurück bei den Produzent, dem möchte eng Remise en Etat, so dat dann von Gold als neuwertig Produkt verkauft gött. Dat gëtt haut zum Beispiel bei großen Maschinen für einen Bau oder auch bei der Resonanzmagnetik nukleären, wo ganz heichwertig gerät, also wo wirklich da wäre, dass den ein Kantrei zu setzen, rum an Zirkulation zu setzen. Und da gëtt die Lächten, von dem auch allem schwätzt, das den eher für Recycling, wobei ich aber muss dabei sein, so wie wir ein Haut definieren, als das kein Recycling wie in der Circular Economy definiert, das weil 90% von dem Recycling, den wir haut man als ein Downcycling. Das heißt, das ist ein qualitativ schlechte Recycling. Das heißt, wir bringen nicht fertig, Produkte von derselben Qualität wie initial draus zu machen, mit Produkte von einer schlechter Qualität. Da gewinnen wir einen Zyklus, das ist nicht schlecht, das ist besser wie nicht, aber das ist noch weit weg von einer Circular Economy. Dann also ein Problem, das momentan haben, ist, dass wir praktisch Sachen bauen, die gut nicht können, die ganze Kreislauf machen. Genau. Wir sind heute an einer Überlegung gefangen, wo wir uns viel Gedanken machen über was sind Besoin vom Klient, wie können wir billig produzieren, gerade wo die Inflation angestiegen ist, als ganz viel Fokus und Low Cost, wie kann ich billig produzieren, was sicher wichtig ist, und dann verkaufen wir Produkte, aber was dann zum Schluss passiert, dass am Anfang weder dem Produzent noch dem Konsument sein Problem, das ist der Gesellschaft sein Problem. Ich habe gelesen, dass eben auch oft den ersten R als Refuse bezeichnet wird, also praktisch geht ja bei den Ehren auch um Kaufentscheidungen, und da sind vielleicht mal sollte Gedanken machen, ob man die überhaupt braucht. Als das auf einer großen Skala wirklich wichtige Gedanken oder so, dass das eigentlich auch ein Nische-Gedanke ist? Das ist sicher kein Nische-Gedanke, aber das sehen, wenn ich von systemischer Änderung schwätzt, als das von einer persönlichen Decision. Natürlich ist es so, wenn wir Sachen nicht machen, da brauchen wir auch keine Ressourcen dafür. Also das ist evident. Aber, und das tut auch der Covid gewesen, wenn man sich der Covid anguckt, dann ist das die einzige Zeit, wo man am Anfang mehr Ressourcen verbraucht hat, wenn man in die letzten 50 Jahre guckt. Dann seid ihr das wirklich an den Daten, aber überlege ich mal, was das wirtschaftlich gekostet wird. Das heißt, wenn wir alle gute Reviews machen, hat das wirtschaftliche Sozialkonsequenzen, die enorm sind, an die dürfen zu feiern, so wie unser lineares System heute aufgebaut ist, dass wir alle Guten dazu gepusht gehen, zu konsumieren, weil wir nicht wollen, dass das Wirtschaft stehen bleibt. Dafür sind nicht der Meinung, dass das Reviews, und davon ist noch weggelost, sind ich der Meinung, dass das systemisch nicht wird funktionieren, weil als System heute nicht Plätze für mit meiner Konsumation einzugehen. Der kritische Geist. Letzteburg darf sein PIB nicht riskieren, weil als wirtschaftlichen Modell ist davon abhängig, dass als PIB stark ist und noch wiest. Was soll dazu? Das ist, so wie das System heute aufgebaut ist, mir ganz nur kein falsch aussehen, mit das so wie das System heute aufgebaut ist. Dafür meine ich, darf man das nicht als Paradigma holen, für unser System nicht auch vorzustellen, an ein System aufzubauen, dem Männer vom PIB abhängig ist, an dem Männer und de Wüstum gebunden ist. Und ich meine, wir müssen das machen, für dass wir können wegkommen von dem absoluten Bedarf, der als Wirtschaft wiest. An von den Indikatoren, die ich mir vorstellen kann, für unseren sozialen Debat an der Gesellschaft über den PIB zu feiern, dass in sich sieht, man ja, können wir den PIB nicht mal andelen an Suen, die wir ausgehen, die positive Impakte generieren, als Suen, die wir ausgehen, die negative Impakte generieren. Ich gebe ein Beispiel, wenn man PIB, wenn die schweren Accident hat, dann muss die gepflegt gehen, dann kostet das ganz viel Suen, da kann ich so das heilen, das positiven Impact, kann ich aber auch so, und das, was zu dem Accident gefordert hat, das sind negative Konsequenzen, das negative PIB. Beispiel Zucker konsumieren, viel Zucker konsumieren, hat nicht viel positiven Impact, generiert aber massiv gesundheitlich negative Konsequenzen. Für was machen wir dann nicht so, dass ein Zuckerkonsum an all die Suen, die wir dummer generieren, als negative PIB klassiert gehen, an alles, weil er echt da an die Gesundrichtung geht, wie nachhaltige Landwirtschaft oder gesund Lebensmittel,
dass man das an die Kategorie positive PIB gehen. Das keine einfache Diskussion ist, das ist 100% richtig. Aber ich meine, was GIF probieren, dass man alle guten Willen, qualitative Wachstum, mal mit einem Indikator zu belegen, dass man dann ordentlich können suchen, wenn man da qualitative Wachstum oder wenn man kein qualitativ. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Wie kann die Ökonomie zirkulär zu der Reduktion von CO2 zu Lützeburg beitragen, ohne dass als Ökonomie geschwächt wird? Du hast ja Stand für die Innovation an eben über die kontrante Wäsche denken, an soweit zu gesehen, dass wenn wir als Lützeburger Land die Innovation abgreifen, dann ist eine Circular Economy eine Opportunität. Und ich hätte auch gerne, dass wir das so gucken, dass Circular Economy eine Opportunität ist, weil was sicher ist, wir sind am Gang als Ressourcen auf dieser Welt zu verbrauchen. Das heißt, wenn du als Wirtschaft bereit bist, mit meinen Ressourcen zu funktionieren, dann bist du meiner Ansicht nach resilient für die Zukunft. Was ist der Lien zwischen Ressourcenverbrauch und Empreinte Carbon? Den ist relativ einfach, wenn man mehr Ressourcen verbraucht, dann braucht man mehr Ressourcen für die Ressourcen aus dem Boden zu holen, zu verschaffen und überhaupt herzustellen. Typischerweise von der Aluminiumhülle oder Metalle, da brauche ich bis zu 30% mehr Energie, wenn sie recycliert, per rapport zu der Extraktion und etwas frisch macht. Das heißt, wenn wir konsequent auf 100% Recycling gehen, am positiven Sinn, also Recycling von Ressourcen, brauche ich bis zu 30% mehr Energie an dem Deal. Wenn wir Sachen delen, partagieren, dann braucht man es auch nicht zu produzieren. Die wir nicht zu produzieren, die wir müssen delen, auch da gewinnen wir dann an Accessibilität und Produkte, ohne dass wir sie alles müssen herstellen. Ihr seht also, dass die Logik von einer Circular Economy, wenn wir die applizieren, die haben einen direkten Korrelär auf die Empreinte Carbon. Und dafür meine ich, dass die zwei zusammen an die richtige Richtung gehen. Dann für direkt zu kommen, also eine Begrenzung für das Lützeburger Land, wie gesagt, nee, ich sehe das als eine Opportunität, weil wir als Land als Opportunität gesehen und die Innovationen unterstützen. Ich komme zurück bei Kreislaufwirtschaft gesagt, dass sie momentan noch nicht eben das Circuit ganz funktioniert. Ein Beispiel war, mit dem vielleicht etwas anfangen ist, die Leute trennen Plastik und sie wissen aber eigentlich, dass aus einer Plastikflasche, diese Wäschgeheien, nicht immer eine neue Plastikflasche entsteht. Das heißt, das ist ein Downcycling, wie er gesagt hat. Was ist da geschehen, für das praktisch der Kreislauf funktioniert? Also für das der Kreislauf funktioniert, wie gesagt, liegt dann an der Konzeption des Produkts. An Plastiken sind ein fantastisches Produkt, konträrement zu dem, was immer gesagt wird oder wo sie verdammt gehen. Plastik hat Möglichkeiten dafür können, hochwertig recycliert zu gehen. Das nennen die dann Dekomposition chimique und nicht Recyclage thermique, wie man heute machen, weil den ist mehr billig. Das heißt, dadurch, dass man am Anfang der Plastik so billig ist, wird er nicht richtig recycliert, weil es sich nicht rentiert. Wenn ein viel mit teuer wäre, da gibt es den Kreislauf abgebaut. Aber bei der Plastikflasche gesagt, in der du hast ein Push auch von den Leuten, die so, wir hätten das gerne, wo du aufhängt, immer mehr, wenn das immer mehr gesagt kommen, dass am Anfang auch Flaschen rum zu Flaschen gehen. Was wichtig ist, dass die Flaschen nicht gemischt gehen mit irgendwelchen anderen Produkten. Und da kommen wir da bei der Fertigkeit von den Ressourcen, heute machen wir das alles an, was er tut, da gehen dann Flaschen rausgeholt, weil es sich rentiert. Das heißt, bei den Flaschen, da gesagt in den letzten 5 Jahren wirklich eine Evolution hin zu einer Flasche, eine Flasche. Natürlich wird noch einen Teil auf Häuser verschafft, für Polären draus zu machen. Mit gesagt aber, dass den Teil, den zurück an die Flasche geht, an Blut geht, was relativ interessant ist, dass wir das gesehen. Aber par contre, wenn wir über all die anderen Plastik schwätzen, da sind wir noch ganz weit weg. Und da gibt es leider noch immer viel verbrannt, weil an der Konzeption nicht gemerkt ist, für recycliert zu gehen. Und ich verstanden habe, also das Hauptproblem, ob etwas weiterverschafft wird, nicht immer die Wirtschaftlichkeit. Das gilt ja dann eben für die großen Maschinen, wo da so, für was geht die eng repariert oder refurbished und die anderen nicht. Natürlich macht es den, dass wahrscheinlich verschiedene Apparate so billig sind, dass es den Aufwand nicht wert ist. Genau. Da sind wir da bei der Logik von der Circular Economy. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich probiere immer ganz stark für den ökonomischen Teil zu schwätzen. Zu viele Leute schwätzen über Zirkularität, schwätzen aber nicht über den ökonomischen Teil. Aber das ist eine Systemsänderung, wo es darum geht, die Fertigkeit von unseren Produkten herzustellen. Fakten, Fakten, Fakten. Die hat das bestimmt auch zu dem Thema ein Fakt mitgebracht, weil das sozusagen die Angstzuhl, die wir unbedingt sollen am Kopf behalten, wenn wir über das Thema nur denken. 7,2. 7,2, für was? 7,2 aus dem letzten Rapport von der Circular Economy,
eng Fondation an Holland ass, die sich auch mal dem Thema Circular Economy beschäftigt. Die am Rapport 2023 analyseieren se Flüss vun Materialstreim unter ganz Welt. Aber wenn sie die Flüsse analysiert haben sie festgestellt, dass just 7,2% von den Ressourcen nach Einkeier gebraucht gehen. Das heißt, all der Rest geht entweder an den Stock, wie an Häuser, oder geht wäschgeheit oder verbrannt. Wir sind also bei 7,2, und just pour la petite histoire, wieso gefangen nur mit dem Rapport 2018 waren wir bei 9. Das heißt, lo schwätzt all Mensch von der Circular Economy, wenn man die Fakten gucken, geht das Feld noch immer mehr linear und immer mehr kreislauffähig. Bisschen provokativ froh, gibt es Bereiche, wo dir so eigentlich bis 2050 müsste alles zirkulär funktionieren. Beginnt der Bereiche, bei denen ihr seht, du gibt low-hanging fruits, an anderen Bereichen, wo es wirklich viel mehr aufwendig ist, das System zu ändern. Natürlich gibt es Bereiche, wo das schon läuft. Also wenn ich gucke in Deutschland, gibt es Konsignation auf Flaschen. Da gehen die Flaschen nicht direkt verschreddert, wäschgeheit, aber da gehen sie mal verdächtig auch Plastikflaschen. 7, 8, 9, 20 Mal benutzt, ja, sie wäschgeheit gehen. Für was tun wir das zuletzt nicht mit unseren Weinflaschen? Für was tun wir das abgehalten? Wir hatten ein System von der Konsignation zuletzt. Beim Eisen haben wir zuletzt eine Industrie, die noch just mit 100% Recyclage funktioniert. Für was können wir das nicht ausweiten? Ein Aluminiumrecyclage findet auch zuletzt statt. Das heißt, ihr seht, also es gibt ganz viele Sektoren, wo es schon da ist, wo wir gar nicht erfreuen. Und da gibt es Sektoren, wo wir wirklich müssen als Gewöhnlichen ändern, wo man wegkommen muss, dass wir so kreieren und just bei nicht, dadurch, dass wir Sachen kaufen und besitzen. Und da haben wir noch ganz viel zu tun, das alles, was wir haben, an unserem Haushalt, das all die Maschinen, die wir haben, da sind wir gewinnt, eine Bohrmaschine zu kaufen, obwohl wir sie nicht mehr 2 Minuten brauchen. Manchmal aber wir müssten sie kaufen. Da können die meisten Leute mal überlegen, wo leitet da eine Bohrmaschine, was für ein Verfützen dann, wenn sie sich mal darüber Gedanken machen. Mit der Sachen haben wir ganz viel. Und da und Umdenken hinzukriegen, das selbst was lang dauert, weil da muss man auch die Infrastruktur kreieren, für das zu machen. Weil da kann ich nicht von den Leuten verlangen, dass sie eine Bohrmaschine brauchen, dass sie sich eine halbe Stunde an ein Auto setzen, irgendwo hinfahren, eine Bohrmaschine lehnen, zurückfahren, eine halbe Stunde Lachbohren von 3 Minuten und dann dasselbe nach machen. Weil dann hast du das Lachbohren von 3 Minuten, kostet 2 Stunden. Das möchte keiner. Das heißt, die ganze Logistik für die Accessibilität von diesen Produkten zu machen, da haben wir als Land, auch als Stadt, eine riesige Verpflichtung für die Infrastrukturen an Platz zu setzen. Und das ist am Anfang etwas spannend, weil die Systeme können nicht mehr funktionieren, wenn sie am Anfang unterstützt gehen. Weil wir haben ein Hautesystem, wo natürlich alle Menschen alles hört. Das heißt, für dass die Systeme rentabel funktionieren, brauchst du eine gewisse Anzahl von Klärungen. Und das kann am Anfang nicht funktionieren. Und da müssen wir als Gesellschaft bereit sein, so Transitionen zu begleiten. Und das heißt auch ökonomisch zu unterstützen, entweder indem wir das dann penalisieren, wo ich nicht weiß, ob wir das wollen, mit anderen auf der anderen Seite Transition unterstützen, für dass man die Wirsel durch stattfindet. Genau, weil dafür meine nächste Frage wirst, wie viel von dem Prozess als privat, aber wie viel als systemisch? Also wenn die Einzelperson, wenn hier so viel Verantwortung gehen, dass sie responsabel ist für das System oder nicht? Und du hast meine Frage, wie sieht du die Prozentage? Wie viel hast du individuell eigentlich möglich? Also, alle Euro, die wir ausgehen, das ist eine Decision, die wir holen. Das heißt, die Verantwortung liegt immer bei uns allen Guten, die wir zu und ausgehen, für was gehen wir uns zu und aus? Wo geht den Euro hin? Was geschieht immer? Geht das ein Notfall, geht das kein? Das will natürlich nicht, ich muss den Refuse machen. Das einfach sich mal bewusst geht, kaufen nicht nur die billigsten, ich weiß nicht, was an den Leuten daheim rum, oder so nicht mal, nee, ich kaufe vielleicht etwas Heichfertiges, an den Stellen nicht mit meinem Nachbar, und ich organisiere mich mal so am kleinen Kreis, oder mit meinem Schwur, oder mit meiner Familie, was auch immer, und ich organisiere mich am kleinen Kreis und schon etwas mehr Heichfertiges kauft. Das ist eine Frage, die sich stellen muss. Das ist eine persönliche Verantwortung. Aber ich meine, dass man es heute als Staat auch viel zu einfach, weil auch der Staat geht viel Suchen aus. Und froh ist, wie viel Suche gehen wir aus für das lineare Modell zu unterstützen, und wie viel Suche gehen wir aus für den Wirsel zu unterstützen. Und wir brauchen neue Infrastrukturen, wie das Beispiel, was ich so tun. Dafür brauchen wir neue Infrastrukturen. Und das ist die Verantwortung vom Staat, von den Gemeinden, für die Infrastrukturen zu kreieren. Top Flop. Was will der zur Kreislaufwirtschaft nicht mehr hören? Local economy is a circular economy. Ich kann nicht mehr. Das alles lokal praktisch lesen was? Ja. Okay. Ich kann es nicht mehr hören, dass man das immer so,
weil das Exkus, dat man neibst du muss man scheieren dat permanent ja schon dawer lokal kauft. An den Transport so viel Impaktor am CO2, also wir muss lokal abkaufen, das ist die Lesung von diesem Problem. Ich kann nicht just den so wann lokal Misär gemerket, net Natur zu benutzen, van ein schlecht Produkt lokal produziert könnt, dann ist mir ganz egal, ob es lokal ist oder nicht, das ist ein römmeres schlecht Produkt. An ein Produkt wird designiert, das für Wäschgehalt zu gehen, ist mir auch egal, ob es lokal produziert ist oder nicht, dann ist es ein schlecht Produkt. Ein Produkt, das aus der konventionellen Landwirtschaft kommt, das massiven Pestizide gemerkt ist, aber das lokal produziert ist noch immer kein gutes Produkt für in Zukunft zu gucken. Dafür kann ich nicht mehr hören, wenn jemand sieht, ja, die lokale Ökonomie ist ein Teil von der Circular Economy. Nein, das ist ein Teil von der Circular Economy, wenn die lokale Lesung ein Teil von der Circular Economy ist. Aber nicht einfach, weil es lokal ist, also circular. Die Zukunftsvision war, dass 2050 alles an der Kreislaufwirtschaft ist. Dass es, von allem hat gesagt, dass es wird auffallen, nicht mehr wird gehen. Was muss man machen, für dass wir eine Zukunftsvision realisieren können? Dafür meine ich, hört viel rund Infrastrukturen nur geschwärzt, die Innovationen unterstützen, für das man Design richtig kriegen, haben auch schon nur geschwärzt. An den Infrastrukturen haben wir ein Neidofall gesetzt, was zum Beispiel sieht, als Recyclingzentren hier in Zukunft nicht mehr Recyclingzentren, mehr Ressourcenzentrum. Das ist ein nächster Schritt am Spruchgebrauch, für eine Wertigkeit und die Produkte zu gehen und nicht mehr Auffall, weil ich hoffe schon gerne mal Auffall. Das heißt, die Wertigkeit mal überhaupt zu verankern an der Begrifflichkeit, das ist die nächste Sache. Aber da haben wir drin, sollen wir dann noch die Aufgabe von den Ressourcenzentren ändern. Das sollte für mich Reverse Logistikzentren gehen. Das heißt, so wie man heute Amazon Logistikzentrum mit für Sachen zu verdienen, muss man als Ressourcenzentrum genau das nämlich gehen, für Sachen zurückzukriegen bei den Entreprisen. Wir bringen eine Haut fertig, da könnt eine Schraube bestellen, die aus China könnt, aber eben geliefert wird. Wenn ihr wollt die Geräte zurückschicken und den Produzent, dann ist das quasi unmöglich, beziehungsweise kostet 50, 60, 70 Euro für das zurückzuschicken. Da also systemische Fehler. Das ist eine Aufgabe vom Staat für das zu machen. Auch das wäre eine ganz wichtige Aufgabe, meiner Ansicht nach, die Reverse Logistik. Mehr fundamental, und da ist der Lützeburger Staat auch schon engagiert für das zu machen, eine Circular Economy wird eine Datenökonomie sein. Es geht nicht anders. Wenn man Sachen wollen delen, dann muss man wissen, wen es hat, wen das geht, in welchem Zustand kriege ich zurück. Wir müssen die ganzen Prozesse organisieren, als zur Verfügung kann ich sicher gehen. Das sind alles Daten, die da rundherum gerieren. Aber auch mehr fundamental, wenn ich will, Auffall, engmerderweise Auffall zu definieren, das ist ein Produkt ohne Daten. Ich habe irgendeine Option, wenn ihr etwas Neues kauft, da kriegt ihr einen Fisch dabei, da steht dann Sachen drauf oder Sachen stehen nicht drauf, aber ihr wisst, was ihr kauft. Wenn ihr an ein Ressourcenzentrum etwas sicher geht, du hast keinen Fisch mit dabei, du hast keine Daten mit dabei, dann ist es nichts mehr wert. Das heißt, Circular Economy, wenn man von der Wertigkeit von den Produkten schwätzen, wird eine Datenökonomie gehen. Und da gibt es die Lützeburger Initiative vom Product Circularity Data Sheet, die ich mal initiiert habe 2018, wo die Lützeburger Staat gesagt hat, das ist eine flotte Marsch, die das Ministerium der Ökonomie überholt hat, wo heute Terrameter sich darum kümmert. Und da meine ich, können wir als Lützeburger Land eine ganz wichtige Rolle spielen, wo wir dann helfen, den Betrieben besser Daten zu kreieren über ihre Produkte, die sie herstellen, den Konsument besser zu informieren, über was sind dann die zirkulären Eigenschaften von den Produkten, die gemacht werden, und sicherzustellen, dass die Produkte hier Datenblätter behalten, wenn ich so will, dass ich immer rum kann, ob die Datenblätter zurückgreifen bis zum Schluss. Und dort letzte Staat oder Organisation Terrameters kreiert, die sich genau darum kümmert, die dann den PCDS, so heißt das, Product Circularity Data Sheet, die Initiative Luno 4 treibt. Und ich meine, das wäre eine ganz flotte Sache, wo man mal ganz konkret diese Sache machen. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung zu diesem Episode den schönen Satz: Waste doesn't exist, it's a design flaw. Also, ob Lützeburg das eigentlich Knaschtreck nicht gibt, oder eben auch Waste, Müll, dass das nicht gibt, dass es praktisch ein Fehler am System ist, dass das überhaupt gibt. Zum Abschluss von diesem Episode gebe ich euch da froh, was so der erste Schritt, den wir machen. Wenn ich da rausgehe und ich will das umsetzen, die Kreislaufwirtschaft. Weil ich meine, die meisten Leute sind eigentlich gute Intentionen und die meisten Leute wollen auch eigentlich sich selbstwirksam fühlen, dass sie auch sich auf Zukunft vorbereiten. Was ist so der erste Schritt, den ihr müsst machen? Vielleicht auch ein rein kognitiver Schritt. Also das allererste, das habe ich gerade schon ein bisschen angeschaut, das ist einfach all Euro, die mir ausgehen, als eine Decision. Das heißt, allein bei all Depensen, die ihr möchtet, sich einfach vorstellen, okay,
Ich kaufe sehr ein Brötchen. Ich muss das, wie ist das verpackt? Ich kaufe meiner Frau Bougie Blume. Okay, muss die noch den Zellophan darunter machen? Oder kann ich so nicht halten, den Zellophan? Weil wenn wir so Sachen machen als Konsumenten, damit senden wir eine Message an die Industrie. Das heißt, wenn wir Sachen wollen geändert haben, der Markt produziert nichts, was wir nicht wollen. Solange wir die Fragen aber nicht stellen, werden es nicht ändern. Ich gebe ein anderes Beispiel, ich gehe ein elektronisches Gerät kaufen, es gibt eine europäische Direktive, die the Right to Repair revendikiert. Da stellen nicht alle Nullausstrahler froh, wenn ihr dann die letzte Kehr wie ein elektronisches Gerät gekauft hat, der Verkäufer oder die Verkäuferin gefragt, kann ich das heute flecken? Wie geht das für das zu flecken? Allein die Frage stellen, also wichtige Message. Ich gebe viele Informationen und ich merke, dass die Leute, auf Frankreich zum Beispiel, da gibt es eine Indice de Reparabilité schon lange, da weiß die von den Leuten nicht, dass es gibt. Die fragen das dann noch nicht am Geschäft. Wenn es nicht gefragt wird am Geschäft von uns als Konsument, dann wisst ihr, wie die Industrie reagiert. Da sieht die Industrie, mit Recht, dass da eine Reglementation die Welt gehen. Das ist sehr gut gemeint, aber das ist just ein Kontrant, aber im Endeffekt interessiert das keinen. Da wird doch kein industriellen Netz machen, für sich damit zu differenzieren par rapport zu der Konkurrenz, aber wird just das legale Minimum respektieren. Ihr seht also, wir können ganz konkret mit ganz vielen Sachen etwas machen. Wir müssen, wie gesagt, bei allen Euro, die wir ausgehen, als vorstellen, für was gehe ich den Euro aus. So, vielmals merci. Dem Jean Schröder sein Hauptaussagen sind seine Vision als das 2050 wird auffallen nicht mehr geht, an das 2050 Circular Economy die einzige Economy ist, die noch geht. Dazu gehört auch ein systemischer Wandel. Der Staat hat Verantwortung dafür, auch die richtige Infrastruktur zu stellen, an sich auch zu dem Weg zu bekennen, an alles anzusetzen, für das auch die Wirtschaft eigentlich davon profitiert, für das es eine Chance ist, zirkulär zu denken. Aber auch wir als Individuen haben eine Verantwortung, bei allen Kaufentscheidungen, die wir treffen wir eigentlich eine Entscheidung für die Zukunft, wenn wir der Wirtschaft damit ein Incentive geben zu sagen, das ist mir etwas wert, das ist mir meine Suche wert und das ist mir es nicht wert. Ich so, merci. Merci. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach auf alle gängigen Plattformen, folgt uns auch auf Instagram, Facebook und auf LinkedIn. Kommentare zum Podcast könnt ihr über eine Mailadresse erreichen. Merci für den Zuhören und denkt dran, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also lo.